Geht denn, Leute? Wir sind offiziell Coinpoker Ambassador jetzt. Jetzt ab dem 1.1. Ist ganz offiziell. Steht bei mir im Instagram, also ist offiziell. Sind wir Coinpoker Ambassador, Leute. Jetzt erstmal in der Waschanlage, Leute, Auto sauber machen, denn wir haben ein Shooting mit RTL 2 und die wollen das Auto filmen. Also muss natürlich sauber sein. So machen wir das jetzt schnell und dann geht's ab zum Aria. Da treffen wir die Leute von RTL 2 und was heute so passiert, das zeige ich euch dann. So Leute, Auto fresh and clean. Jetzt auf dem Weg zum Aria, treffen die Leute vom RTL 2 dort. Und ja, erstmal nochmal ein paar Takte zum Sponsoring-Deal mit Coinpoker. Ist ja der Traum von jedem Pokerspieler, einen Sponsor zu haben, macht das Leben auf jeden Fall viel einfacher. Vor allem für mich, der ja noch eigentlich seine Bankroll am Aufbauen ist. Wir wollen ganz hoch auf die High Stakes. Wenn man da 2,5 und 5,10 Grinder ist und ja, eine Familie damit ernährt und selbst noch jede Menge laufende Kosten hat und so weiter, dann ist das nicht so einfach, eine Bankroll aufzubauen. Aber mit einem Sponsoring-Deal natürlich optimal. Und darüber hinaus werde ich mit den Leuten von Coinpoker so oft wie möglich mit irgendwelchen Ideen rauskommen, damit ihr auch was davon habt. Also wenn ihr noch keinen Account habt, benutzt meinen Link hier unten. Da bekommt ihr schon mal 33% Rakeback. Wir haben jetzt erst am 1. mit dem Ganzen angefangen und ja, hatten noch keine Zeit wirklich zu brainstormen, was da alles so möglich ist. Aber da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu demnächst. Also heute werden wir wohl keine Session im Aria spielen. Treffen die Leute von RTL 2 hier nur. Gehen dann ein paar Sachen durch und dann wollen die mich hier im Aria wohl im Auto filmen. Und ich glaube, ich darf das Ganze eigentlich nicht vloggen, aber wir machen es trotzdem. Rucksack auf. Ich habe bis jetzt keinen guten Monat, Leute. Wir sind zwar 2.000, 3.000 glaube ich plus, aber mega swinging gewesen. Dann mache ich $1.000 plus, dann wieder $1.000 minus, $1.000 plus, $1.000 minus. Und bis ich dann Samstag voll die brutale Session hatte, mega aufs Maul bekommen. Es ging irgendwie harmlos los. Irgendwie erste Hand irgendwie Flush verloren und dann Two Pair verloren gegen Flush. In der Session aber $3.900 verloren. Die letzte Hand dann mit Topset Buben. Es war ein 3-Bet-Pot. Ich raise ihn, also Flop geht Bet, Raise, Re-Raise. Turn bet ich Pot. Er callt und River geht halt alles rein und er hatte ein Open-Ended Straight Flush Draw und macht am River dann die Straße. Und die Hand hat mir dann den Rest gegeben, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Da habe ich die Session am Samstag beendet. Dafür aber am Montag 2.900 plus. Also ist eigentlich nichts passiert. Ja. Aber wie gesagt, so läuft schon der ganze Monat. $1.000 plus, $1.000 minus, $1.000 plus, $1.000 minus. Im Endeffekt sind wir 3.000 plus und sollten uns eigentlich nicht beschweren. Jetzt keine Ahnung, wo die Leute von RTL 2 sind. Dreimal nochmal eine Runde vorne kurz anhalten, nochmal vielleicht nochmal irgendwie die Kamera draußen anbauen oder raushalten. Also das was. Das sind die Leute hier von Frauentausch, Leute. Meine Frau haben sie sich schon geschnappt. Erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Jetzt geht es zum Strip, Leute, ein paar Aufnahmen mit dem Auto, mit dem Benz. Wir machen so ein paar Boss-Aufnahmen hier. Ich stelle mich viel cooler dar, als ich eigentlich bin, aber ja. Sagen, dass er fürs Fernsehen was macht, ohne zu erklären, was ja, ich muss ja nicht erwähnen, was wir machen.
Ich Du willst das nicht bildlich. Nee, das reicht, dass er bloß sagt, Genau. dass man Filmarbeit macht, das ist gar nicht was. Nein, aber Film. Wie war das da unten? Genau, das ist oben raus. Nee, da muss er so immer in seinem Style bleiben. Das macht ja nichts Sinn, wenn ich jetzt anders Ich erwähne nichts. Ich filme nur, dass ihr hier seid, aber ich sage nicht, wer ihr seid. Frauentausch habe ich eben gesagt. So, meine... Hier ist unser Auto, Leute. Jetzt treffen wir die Jungs auf der Straße, damit die mich... Hier ist meine neue Frau für eine Woche, Leute. Ja, genau, die Frau. Das geht los. Ich dürfte hier richtig durchziehen hier, Maria. Auch noch nie gemacht. Was geht jetzt? Kameraeinstellungen aus Hollywood. Wir sind hier im Resorts World, Leute. Heute mal keine Aria-Session, denn im Resorts World läuft jeden Donnerstag und Samstag 15. Das ist die Runde vom John. Dem John gehört Poker Atlas und außerdem ist der Bracelet-Winner. Der spielt auch Sashimi oft mit, also für die, die diese Livestreams, diese Poker-Livestreams verfolgen. Sashimi spielt auch oft hier im Resorts World mit. Ja, heute eine Runde 15, Resorts World. Und die Leute vom Frauentausch sind auch noch dabei. Let's go! Was ist der Plan? Erstmal rein. Erstmal sagt Hallo sagen. Erstmal Hallo sagen. Erstmal Hallo sagen. Poker Room, Leute. Und dann wird weiter gefilmt hier. Und dann kleine 15 Session im Resort World. Für euch auch mal eine kleine Abwechslung. Wir sind hier am Cashier, Leute. Da ich nie Cash mit mir rumtrage, muss ich jetzt erstmal Aria-Chips wechseln. Und dafür müssen die im Aria erstmal anrufen, meine Players-Karte irgendwie verifieren und dann bekomme ich hier Geld. Also hoffentlich kriegen wir hier Resort World Chips, ansonsten haben wir ein Problem. Denn dann können wir nicht spielen. Das wäre scheiße für RTL 2. Nein. Let her get us. Didn't even play a hand yet. You didn't play hand yet? Session mit einem Minus von $640 werden, Leute. I could have done that better. Looks good. You look good? Okay. Yeah, very professional. Okay, cool. Thank you very much. See you, dude. What's going on? Vlogging still? Yeah. I've been in Yeah, good old time. Appreciate it playing the vlogs, man. What's going on? Wir haben ganz random den Joe hier gefunden. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere den Joe noch kennt. Der war mal in ein paar Vlogs am Start. Das war früher der Poker-Manager im Mandalay Bay. Als damals das Shooting war im Mandalay, der eine oder andere wird sich daran wahrscheinlich noch erinnern. Da hat der Joe mich an der Hand gepackt und hat mich in ein Büro mit reingezogen. Und da haben wir uns dann versteckt für ein paar Stunden, bis wir dann irgendwie so um 6:30 Uhr morgens aus dem Mandalay Bay durften. Also ganz verrückte Nacht, ganz viel durchgemacht schon mit dem Joe. Ziemlich lustig, dass wir den hier über den Weg laufen. Aber cool, dass er ein Teil dieser Serie ist. Sind wir dann durch jetzt? Sind wir jetzt durch? Alles klar, vielen Dank. Cut. Cut, so, oder? Danke, Leute, hat Spaß gemacht. Nochmal? Mikrofon. Ach ja, Mikrofon. Hab ich jetzt sonst mitgenommen. Alles klar, wir sehen uns am Sonntag vielleicht, ne? Ja, wir freuen uns. Danke, Leute. Ciao, ciao. Danke, danke, ja. Ciao. Wie gesagt, Session im Resorts World mit einem Minus von $640 beendet. Ich war mal kurz $400 plus, habe ich mit King Queen
Preflop im Big Blind gecallt und Flop König getroffen, Turn, 2 Pair gemacht, ein bisschen was gewonnen in der Hand. Und dann habe ich mit Ass Bube Preflop gedreibettet einmal, Flush Draw gefloppt, 2-mal gebettet und nichts angekommen, leider gegen Damen verloren. Die Hand Preflop geslowplayed. Leute, ich muss mit dem Telefon weitermachen, weil mein Akku leer gegangen ist. War ein ganz langer Tag. Ja, also ist nicht viel passiert. Ich habe dann noch irgendwann mal eine Bombpot-Hand gewonnen. Also bei jedem Dealerwechsel haben wir eine Bombpot-Hand gespielt. Doubleboard, Bombpot, Omaha. Da habe ich auf einem Board Trips 5er gehabt, auf dem zweiten Board Ass mit Backdoor-Optionen und so weiter. Also habe ich Flop gepottet. Und ja, die erste Person war eine Frau, die am Tisch saß, die hat ultra lange überlegt und hat dann gefoldet. Zweite Person fängt an zu tanken, als hätte der nicht schon genug Zeit gehabt. Schaut ständig in seine Karten und schmeißt dann weg. Hat nicht gesagt, was er hatte. Dritte Person foldet und sagt, dass er Set 10er weggeschmissen hat. Wahrscheinlich hätten wir dann gegen ihn gesplittet. Aber ja, die haben alle gefoldet und in der Hand habe ich, glaube ich, 400-500 $ irgendwie sowas gewonnen. Und ja, im Endeffekt sind wir mit Minus hier raus, was aber nicht so schlimm ist, passt zum ganzen Monat, die ganze Zeit up, down, up, down. Aber ja, so ist das manchmal, Leute. Ich fahre jetzt nach Hause, die Babys schlafen leider schon, habe die heute leider nicht lange gesehen, bin aber platt, also ich werde jetzt keine Session mehr spielen, vielleicht noch mal ein bisschen Online-Poker, Coin-Poker, Leute, nicht vergessen, der Link in der Beschreibung, alle einmal draufklicken, anmelden und ja, hoffentlich sehen wir uns dann an den Tischen, vielleicht dann morgen oder so auf Twitch, wenn ihr Bock habt, schaltet da ein, ansonsten wieder im nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.